Guten Abend. Das ist, was die Bibel sagt. Ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Das ist Gott seine Kraft, all die seilig zu merken, die daran glauben. Erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Dort wies uns, wo Gott uns durch den Glauben Jerajcht merkt und wo der Glauben immer zunimmt, so es geschrieben steht. Der Jerajchter wird durch seinen Glauben leben. Das ist in Römer 1, Kapitel 16 und 17 geschrieben. Ich freue mich, dass wir hier mit jedem Top sein. Wir haben uns und da haben wir gefreut dazu. Und so hier sind wir. Ein schöner Abend, ein schöner Sommertag haben wir gehabt. Ein bisschen gut warm vielleicht, ein bisschen gut dreich. Und aber eine gute Zeit am Leben haben wir. Und wir glauben, da wird noch mal regnen, stimmt das nicht? Ja, wir glauben, das wird. Und ich glaube, Peter redet von, dass Gott ist faithful, Gott ist zuverlässig. Ich glaube, was ist uns Plattdeutsch wird für faithful? Und mir regt es so weit, ich dachte, zuverlässig. Stimmt das von euch her? So, Gott sein Wort ist zuverlässig. Gott ist zuverlässig. Das ist, was das meint. Das ist, was wir von sagen. Und so, was meint das zuverlässig? Du hast vielleicht mal in deinem Leben, die ab erst was gebüht. Manchmal sagen wir, und hast sich ab erst was gespatzt, was man dort meint. Wir haben gezielt, und hast so gedacht, ab erst was büht einer, erst was zielt einer Hand, einer schafft erst was, nicht? Und dann hast du sind gehört, du hast darauf gebüht, hast Seier geschafft, und dann Luther verfällt das alle. Vielleicht ist es ein Mensch gewesen, vielleicht ist es eine Kirche gewesen. Der Bruder sagt, ja, die Kirche, das ist bloß von boven Eva, der Wartel, der soll Däuper gehen starten. Das stimmt mich. Und so, ab was hast du die verloren? Hast du mal erst was, vielleicht hast du da ein Wara, vielleicht ein Farmer, der sei ja abhängig von der Wara. Und das Wara Salz ist nicht zuverlässig, nicht? Ich kann mir bloß vorstellen, wie sei der Farmer bei diesem Zeit nur reinlüren. Und so, dann auf einmal habe ich erst was, und das fällt sich so, das verbreitet, das verfällt, das ist nicht zuverlässig gewesen. Wir haben uns getäuscht. Das hat nicht so ausgearbeitet, was wir dachten, und nicht wenn uns selbst. Dort, wo wir uns ab verloren haben, dort wir nicht zuverlässig. Wir können uns da nicht ab verloren. Jesus vertelt uns eine Geschichte von einem Mann, wo das so ging. Der baut sich ein Haus. Und je kann die Geschichte vielleicht über das. Wie einer, der will sich ein neues Haus bauen, abstellen, wird wieder dann vielleicht sein. Also ein Haus gekauft hat, die bilden sie sich hier. Und der bietet auf eine Stadt, was arm gefallen hat. Es würde nicht durchgebiet haben. Und ich weiß nicht, hat er nicht gewusst haben, oder es haben das nicht so viel utgeht, oder es hat bloß so eine Schmacke steht wie, vielleicht haben wir können Fan über den Lake checken oder über den Riefer. Ich weiß nicht, so viel sagt Jesus nicht. Aber first nicht gesagt, weil kriegt durch ein Haus bauen. Und Lothar hat ja schon von sehr Terrain, das wir uns wünschen, oder mal wird. Er hat gesagt, von mal alle Werk wird 2 Zahlen rein, das wird nicht zu viel sein. Hier einmal rein, das mal ganz gründlich sein und wird sehr stürmig. Und das Haus, das fängt an viel zu spielen. Das von einer Foundation, von einer Wand, einer Flur, wo immer das Gebiet wir, fängt an viel zu spielen. Und das Haus, das fängt an zu verbröckeln. Neben dem ganzen Haus fallen ein und was immer der Lichter da wie kaputt gegangen. Das hat ab was Gebiet, was nicht zuverlässig wird. Jesus sagt, das ist das. Er vertelt das nicht mehr, das ist von den Dingen direkt dabei. Aber Jesus sagt, er hat das am Sandgebiet. Und er sagt, wenn es der Sturm und der Wind kommt, das Wutter nachher kommt, wie Tüffel Wutter, das Haus verfällt. Wenn das aber auch richtig steht, Gebiet wird. Und so, das ist dann nicht zuverlässig. Ich weiß nicht, ob was Jana sein Leben Gebiet hat, das wie ein Beispiel, was Jesus gibt, für mich und für die, ob was wir uns Leben bauen. Und so, wir bauen uns Leben. Wir tragen Raum, wir schaffen, so das ist Part von das. Unsere Arbeit steht, unsere Bank, unsere
de Menschen, obwohl wir uns verloren, viel Dinge, der Büwi ab, und überhaupt unsere anhalte Säule, uns Gas, uns Scheingunst, uns Durchsein, wir Büwi dort ab, obwohl sagt wir uns Gloowen, was check wir, und wenn wir dort wollen, ob andere Menschen bauen, wenn wir dort wollen, ob üterliche Dinge, die da menschlich sind, bauen, wenn wir unsere Säule wollen, ob dort bauen, dann wollen wir uns täuschen, wenn dort wird verbrockelt über dem. Keiner ist so zuverlässig ist, was Gott ist. Und Gott sein Wort ist zuverlässig, so wenn wir unsere Säule, wenn wir uns Gas, wenn wir uns Gemüt, uns anderer Mensch, ob Gott sein Wort bauen, dort ist zuverlässig. Und dort bleibt es. So, wenn, dort meint so viel, wenn Gott selbst zuverlässig ist, dann meint das, wenn er was sagt, dort ist zuverlässig. Das kann sein, mein junge Freund muss wir Fashion fahren, besonders von der Status hier, als Bilder sind von so, ja, große Fasch, dann kommt er noch Dollar zu früh. So, ich will Fashion fahren. Und das war ein bisschen schwer, aber dort zu kriegen, dass das mal vorher sie in Müll kommt, okay, dann wollen wir fahren. Da braucht noch manchmal nur an Ansaten, aber das mal über den Deal kommt nicht immer, das mir das auch scheint. Aber als hier nicht jeder dachte Fashion fahren. Aber das ist das so, aber wenn das, ich habe manchmal gehört, okay, so, dann habe ich gesagt, okay, well, dann werden wir Fashion fahren, aber hoffentlich jeder eine gehört. So, nu sind wir mutig, dann werden wir Fashion fahren, aber der andere sagt, nein, wir wollen, so, was einer merkt, mutig reiten fahren, der andere hat das nicht gehört, nicht so, der würde gerne sagen, der ist am Anglauben, nicht, der weiß nicht, dass das so ist. Aber ja, wenn der ich gesagt habe, ja, wir wollen fahren, wenn das einmal klar gesagt hast, dann weit wir, okay, nu ich habe mutig sein, nu ich habe den Angel holen, nu ich habe Naht, was immer, nu wird es was geben, nicht? Und so das hoffentlich so wie es vorher ist, allen, so wie zuverlässig, dass uns Wort, was meint, dass uns Wort zuverlässig ist, weißt du, was ich meine? So, und das ist Gott ist. Gott ist zuverlässig. Wenn Gott was sagt, dort haben wir uns abverloren. Dort haben wir unsere Seele abverloren. Dort haben wir uns Leben, Plattdeutsch sagen wir manchmal, absperzen. Was immer das meint, wir können uns da absaten, wir können uns da lehren, wir können da abgehen. Letztes Jahr Gelegenheit hatte ich zu reden, dann reden wir von Noah, nicht? Dann reden wir von, wo Jesus unser Arche ist. Und dann haben wir das Beispiel von Noah und der Arche, was er bauen dort. Wenn wir einmal ein klein bisschen zurückchecken, da haben Gott sagt zu Noah, ich will die ganze Welt versäumen. Und alles, was ankommt, die Tiere, die Planten, die Menschen, was immer, alles Leben, was ankommt. Bei deiner Arche, und du kannst dann angehen mit deiner Familie, ich will die Tieren sollst du da mitnehmen von alles, was, und dann lud die Menschen an, wenn wir wollen das erraten, so viel es da worden kommen. Und die Menschen kommen ja nicht. Aber Noah ging, das hat noch keine Regen gegeben, das hat noch kein Teken von Earthwort. Aber Noah ging mit seinen Axt am Wild an und fängt an, Bäumdol zu axen, nicht? Noah sah sich ganz ab Gott sein Wort. Da ging noch nichts zu sein von Earthwort, von der Sintflut, von den Flood, was da wird kommen. Noch keine Wahl, dass wir nach Jahren, was Noah damit geschafft hat. Aber er ging, ab Gott sein Wort, schraubt seine Axt an, was immer er braucht, fängt an zu haken. Noah glaubt das, was Gott sagt. Er glaubt, dass Gott zuverlässig wird. Er glaubt, dass Gott sein Wort wird zuverlässig. Und so, als Noah der Arche dann nicht vorig hat, und da bauen wir, dann fängt ihr dort an zu regnen. So durch einmal war Noah eine Menschen in ihren Reich. Und Gott seine Uhren, wie er all lang ihr Reich was, wie er all lang, du kannst sein Reich was. Gott sagt es. Gott wusste, was er gesagt hat. Er würde lassen sei regnen, er würde das alle verstehen. Und so an Gott seine Uhren, wie Noah all erreicht ist, heute Abstand am Bild anging mit seiner Axt. Aber an alle Menschen, die wie er
wie ein Fool, nicht? Das halten auch nicht. Und die glaubten das nicht. Aber Noah glaubt, aber es hat schon angefangen zu regnen, dann sahen die alle Menschen dort, Noah wie Jerajcht. So Noah wie Jerajcht, kriegt es Abraham. Von Abraham sagt es in Römer Kapitel 4, glaube ich, sagt es, dass er glaubt Gott, Römer Kapitel 4, Vers 3 sagt, und Abraham glaubt, und dort wurde ihm seine Gerechtigkeit anerkannt. So Abraham glaubt Gott. So sind viele Beispiele in der Bibel von Menschen, die Gott glauben. Die sehen Dinge, die deuten Dinge, weil sie glauben, was Gott gesagt hat. Und dann deuten sie Dinge, was die anderen Menschen in der Ehe nicht Sens macht. Und die anderen Menschen in der Ehe, die weisen ab, das macht nicht Sens, was die das, die bist Fool, die bist töricht, das hält nicht an. Wo sie das, die das, was die das. Well, sie werden gesagt haben, will es Gott sein. Daniel wird so sein, was nicht. Er nimmt nicht jene Menschen eten an, weil es wir sind, was sie gehen, gesagt wieder, sollen sie nicht eten, so er das nicht. Wir werden gesagt, mir hat manchmal Messer gegangen, na Daniel, hat sie plötzlich getan, so viel bohrt ihr dort nicht. Aber Daniel wusste, no, ich tue das nicht. Habe ich ganz klar, das hat Gott gesagt, und hab dort gesagt, kriegen dort ist, der mich hier anbringt, was immer da passiert. Luther wieder eine andere Geschichte kriegt, wie der junge Mann werden, wo der König hat ein großes Bild abstellen, eine große Gestalt, was sie gemerkt haben. Und dann werden sie mal sagen, Musik haben. Und wenn die Musik ist anfängt, dann sollen sie alle durchfallen für das Bild dort anbeten, nicht? Das wird von König befohlen. Mit dem König wird nicht rumgespielt. Von der Regierung, was wir haben, die haben auch so ein Ding, so ja klar, andere Dinge, die jetzt so mit rumzuspielen, nicht? Mit dem König, da wird so, wenn die nicht gehorchen ist, dass wir so ja einfach, dass gesagt zu halten, sie haben ein Schwert dort. Okay, so, da werden some junge Männer, die sehen, die fallen nicht durch, die bleiben stehen. So, was an hat fähig gehen? Sie mussten alle kommen, sie werden alle eingeladen, sie mussten da sein. Und ich stand diese ganze Versammlung durch, ich weiß nicht, wie viele Menschen hier war, Hunderte vielleicht, ich weiß nicht, wie viel, sage ich das nicht, das ist nicht wichtig. Aber wir sagen Hunderte, weil wir so viel sagen, ist, was hier die Bahn sind, sind likely mehr hier was. Und die standen sie da alle an Lüden. Wenn dort Musik einmal wird anfangen, dann weit wir, dann wird alle Mann, kriegen das der und das Bild glauben oder nicht, dann wird alle Mann durchfallen. Was wir echt tun. Und sie wissen, dass die Bibel sagt, Gott gesagt, du sollst kein Bild, kein falscher Gott anbeten. Und so, das wissen sie. Und so, dort bleiben sie stehen. So, es hat Anfang, alle Mann fallen durch. Das ist wieder ein paar stark, aber wir nicht Feuer stark, glaube ich. Die bleiben stehen. Und dann wird ja viel König gesagt, hey, König, komm mal sagen, Feuer, die ist wieder fast dort haben, da werden zusammen, das und das und das, die fallen nicht durch. So dann wird vom König, dann geben sie noch eine Chance. Und nu wird checkt alle Mann durch am Ende. Nu wollen wir noch einmal Chance geben. Nu steht hier noch einmal, wenn die Spieler wollen anfangen zu spielen, dann fällt durch und dann bet an. Nu wordt op bloß niet gecheckt, dat we niet testen, dass sie werden horchen oder nicht. Und sie wissen dort. Und so sie horchen nicht. Sie horchen Gott, leib aus den Mensch, und sie verbleiben stehen. Und so, wenn ihr daran denkt, dass diese junge Mann, der glaubt in Gott. Und meint, und hat, und Verständnis, wie Gott zuverlässig. Und wenn Gott gesagt hat, du sollst nicht durchfallen und das Bild anbeten, wie würden ihr können sagen, na, da wird dir nicht so viel bothern. Hier bloß einmal an den Hort, du brauchst nicht wirklich anbeten. Du kannst schmied dir bloß an und dann Luther kannst du zu Gott sagen, du hast das wirklich nicht so gewollt, oder was immer nicht. Ich wollte dann zu mir selbst mein Leben raten, oder was immer. So, sie glauben Gott in Luther, der kann ich ja dann 4 anschmieden will, dann seht ihr heute, sie sehen da arm, dass, ja, schmied uns am 4 an. Wie weit dort der Gott, wem wir anbeten, der kann uns raten, nicht das 4. Weil wenn der nicht tät, wir wollen danach nicht den Bild anbeten. Laut den uns anbringen, was immer,
So, je kan andere weer wat ze zeggen, als je kan maar aanstaan wat je wil, maar wie staan op Gott zijn woord, als ze niet krijgt, wir brücken sie nicht, aber das ist die Idee. So, dat merkt ein Mensch Jerajcht, wenn ein Mensch Gott sein Wort glaubt, dort teilt Gott für sein Fehl. Gott teilt den erreicht. Gott teilt, dass der als unerreichte sieht. So ein Mensch ist dort als an Gott seine sieht. Und so ein Mensch ist dort, der hat eine große Versprechung, eine große Hoffnung für Gott. Ein Mensch, der Gott glaubt, wenn Gott was sagen wird, der hat eine Hoffnung. Der hat eine Hoffnung für ewiges Leben. Und da werden wir von der an Römer Kapitel 5 checken, meine Message, der heute steht, Jerajcht durch den Gloowen. So, ich kann in mein Leben fertig gedacht, was meint das, Jerajcht zu sein? Was meint das, Gloowen zu haben? Weil ich denke erst, Gloowen wird annehmen an meinen Kopf. Nicht, ja, ich glaube, in was ich denke, ich glaube das, ja, das kann noch mal regnen. Nicht, das wird wir alle sein. Erst als ich sehe, wir glauben, das wird noch mal regnen, dann ich habe viel von ihnen, ja, wir glauben, das wird noch mal regnen. Glaubst du das wirklich? Von der uns morgens am Frühstück da dann bete ich, dass ich habe die Kinder von geredet, vielleicht halt gestern, weil ich sagte, na, der Forecast wies hier immer, das soll so und so viel regnen und gewöhnlich merken sie das noch weniger, dann regnet es noch weniger, das ist ein bisschen scharf. Aber ich sagte, na, da wird ja kein Krieg so gut Modala regnen, ist was das sieht, nicht? Und ich bete, ich weiß es noch, ich bete morgens, na, Gott lud uns regnen, lud dort regnen. Ich weiß nicht, ich dachte ja nicht so viel, aber ich weiß nicht, wo soll ich das nicht wirklich geglaubt habe. Glaube ich das wirklich, dass von der was regnen, dass ich am Gloowen beten, oder sehe ich Gott bloß, dass es wird fein sein, wenn es mal regnen wird. Es ist von heute nicht weiß. So, Gloowen, das meint wirklich was glauben. Und so, nicht Gott hat einmal gesagt, dass es von der und den 4. Juli regnen wird, wenn er dort hat, erst wie gesagt hat, in der Bibel sieht, dann wird wir uns dort ja noch berufen. Dass es von der und regnen soll, habe ich keine Ursache, uns dort zu berufen, nicht? So, Gloowen, das meint, wenn wir uns ganz fest auf was sagen, wir glauben wirklich, dass was sagen. Die kommen von der alle her, nicht von der uns zu oben, die haben da hier dort geteilt, dass hier wird zu oben Kirche sein. Die glauben, hier wird Gesang sein, hier wird mehr Christen sein, die mit Gemeinschaft haben, die glauben, hier wird Gott sein Wort gelehrt worden, deswegen kommen die her, anders wird die nicht andere gemerkt, und die mehr gemerkt haben, die vorhin sind, und sind hergekommen. Die glauben dort, hier wird was sein. Und ab den Glauben hat ihr das getan. Wenn ihr das nicht geglaubt habt, dann wäre ihr tüß geblieben, hat ihr ein Jas gekriegt, das Oberst oder was immer nicht. So, Glauben, das ist mehr, das fängt vielleicht an mit, was sagen, ja, das muss es dort sein. Ja, ich glaube, das ist es dort. Und wir wirklich was glauben, dann sagt wir uns dort ab, dann fangen wir an, uns anzustellen. Wir fangen uns an, uns Dach abzuziehen. Wir fangen uns Leben anzustellen, was ich glaube das. Darin sagt es in Römer Kapitel 5, so steht, Wils wie durch den Gloowen Jerajcht geworden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade, in der wir stehen. Und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Ich und du haben noch nicht Gott seine Herrlichkeit gesehen. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass du hast. Vielleicht haben wir uns einen schönen Traum gehabt davon. Vielleicht haben wir mal gesehen und gedacht, wo wird es sein, Gott noch mal zu sein. Vielleicht haben wir in der Bibel gelesen von Gott seiner Herrlichkeit, sondern haben wir ein Bett, eine Idee davon, aber wirklich der Gesehen, das haben wir noch einmal. Wieso wird wir uns dann nur freuen dafür? Das zeigt hier, und wir freuen uns an der Hoffnung, Gott seiner Herrlichkeit zu sein. Das, wenn wir Glauben haben. Wir glauben, ein Tag, wo wir Gott seiner Herrlichkeit sein. Und da freuen wir uns von der. Wir stellen uns Leben an. Okay, wieso habe ich Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein? Dort sagt er in Vers 1, Wils wir durch den Glauben Jerajcht geworden sind, habe ich Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie kann das verstehen? Der Luther kommt da noch mehr davon. Durch Jesus Christus, er ist nur ihr gekommen und er hat ein vollkommenes Leben gelebt für uns. Er ist am Kreuz gestorben für uns. Für unsere Seiligkeit, um uns raten. Wenn wir dort glauben, wenn wir dort annehmen, dann sind wir Jerajcht geworden. Wir haben Frieden mit Gott. Sie, wenn ich dort glaube, wenn ich dort kann glauben,
dass Jesus für mich als am Kreuz gestorben. Er hat meine Sünden da betont. Und ich dort glaube, wirklich glaube, groß redet wie von Gloowen, nicht? Wenn ich dort glaube, dann habe ich Frieden mit Gott. Wieso würde ich dann am Unfrieden sein mit Gott? Wenn ich Unfrieden habe mit Gott, dann meint das so viel, ich glaube das nicht, dass Jesus für mich gestorben ist, dass das genug ist für mich, nicht? So, wenn ich das glaube, wenn ich an Jesus glaube, wenn ich das wirklich glaube, dann habe ich Frieden mit Gott. Wenn ich glaube, er hat meine Sünden betont, dann ist da Frieden. Was zwischen mir und Gott stand, ist da Furt. Die sind, was ich getan habe, die sind, was du getan hast, die sind, was wir alle, jeder Mensch getan hat, als waschen, das betont. Wenn ich dort kann glauben, dass das für mich ist, dann habe ich Frieden mit Gott, weil er hat das betont. Durch den, das meint durch Jesus, uns den Weg aufging, nur die Gnade. Durch Jesus, durch das Jesus für uns am Kreuz starb, ist der Weg aufgegangen und die Gnade nahm. So Gott, das weiß wir haben das gelehrt, dass wir clean werden vielleicht, oder man immer, wir haben das gelehrt, dass Gott ist ein sehr strenger Gott. Gott ist ein sehr doller Gott. Gott hat den Sinn sehr hart bestrafen. Und das stimmt auch. Das ist was uns an Jesus fehlen. Because wenn Jesus nicht gekommen wäre, dann wird, und da wir Jesus nicht annehmen, dass die Worte die Strafe selbst nehmen für seine Sinn. Gott ist ein doller Gott. Gott ist ein strenger Gott. Gott ist ein Gott von Rache in euer über den Sinn. Das stimmt. Aber Gott will nicht haben, dass ich und du dort sollen beleben. Sondern wir können Weg auf durch Jesus. Durch das, was hier sagt in Vers 2, zum Anfang, durch den uns der Weg aufging, nur die Gnade. So, nicht bloß Gott sein euer, aber an Gott seine Gnade an. Was meint Gnade? Das meint, dass Gott rühmt für uns. Gott nimmt uns an. Gott verjährt uns. Gott hat Life für uns. Das ist Gnade. Gott merkt eine Stadt für uns, bei sich. Das ist Gnade. Dass er uns annimmt, das ist seine Kinder, das ist Gnade. Und der Weg an der Gnade nennen, das ist durch Jesus Christus. Den uns der Weg aufging, nur die Gnade. So hier stund ich im Euer, in ja Gott sein Euer, weil es an mich selbst wir sind, wenn ich so ein Fan will sein, aber wir sind. Und allein kann ich das nicht nehmen, ich kann das nicht merken. Aber wenn ich an Jesus nangehe, wenn ich Jesus annehme, wenn ich das glaube, was Gott sagt von Jesus, sein Sterben am Kreuz für mich, wenn ich Gott seine wieder anfange zu glauben, Jesus seine wieder anfange zu glauben, dann komme ich jetzt mit der an der Gnade an, dann komme ich an Gott seine Gnade an, in der Strafe, als ob Jesus noch gefallen wird. Er nimmt die Strafe für uns. Und dann fangen wir uns an zu freuen. An der Hoffnung, Gott seine Herrlichkeit zu sein. Ich stehe an der Gnade. Ich sehe von Gott angenommen. Ich sehe verjährt. Ich sehe ein Kind Gottes. Und ich glaube, dass was Gott sagt, die, die an Jesus sind, die wollen nochmal bei ihm in aller Ewigkeit sein, an der Herrlichkeit. An der Gnade zu stehen. Und das ist eine Freude. Das ist die Hoffnung, was wir haben. So, wenn wir von Hoffnung reden, ich weiß nicht, wie du das wird Hoffnung brauchen das. Ich brauche das Hoffnung, so, ich hoffe, das wird regnen, nicht? Glauben ich das nicht, aber ich wird Fan sein, wenn es wird regnen, nicht? Das ist einer, das wird Hoffnung manchmal brauchen. Na, ja, es wird Fan sein, weil wir noch mal können im Himmel sein, nicht? Das wird überschein sein. Das ist nicht die Hoffnung, von was wir hier reden. Eine Hoffnung ist, so ist die, von der du in die Kirche kommst. Die hat die Hoffnung, hier wird Kirche sein. Die glaubst das ganz fest. So wie mir ist, so ist wie sehen, das wird Fan sein, wenn es regnet, aber ich habe Hoffnung, das wird noch mal regnen. Ja, das Wort nochmal, das weiß wir. Eine Hoffnung, dass wir können dort bauen, das den Glauben, was wir haben. Jerajcht durch den Glauben. Vers 3 sagt, so steht, aber nicht bloß dort. Wir sind hier auch froh, wenn wir leiden machen. So diese Freudigkeit, diese Freude, was wir können haben, der regt nicht bloß dazu, dass ich will noch mal im Himmel sein wie Gott. Wo ist es dann, wenn wir leiden machen? Some von uns, die haben Leiden in uns Leben, Schwierigkeiten in uns Leben, die sehr schwer sind.
Some von Jünd haben das. Some von uns haben Schwierigkeiten, was sehr zu sein gehen. Andere von uns haben Schwierigkeiten, was an uns Kopf sind. Vielleicht haben wir uns was deutlich gemerkt. Aber Schwierigkeiten haben wir alle. Wir haben alle ein Leiden. Some haben auf einmal eine Zeit vom Leben, der ist sehr schwer leiden, und der nächste das nicht. Aber Luther, auf einmal so ein Jahr Luther, kommt in Schwierigkeiten an ein Leiden an. Was von Jünd haben geleden, ist die Kinder werden. Was von Jünd leiden nie. Was von uns worden vielleicht noch mal sehr schwer leiden haben. Für uns weit wir nicht. Jeder einer kommt noch mal am Leiden an, so der Farge, was wir groß bechecken, dann hier sich sagen, soll dir einmal bloß schein gehen. So was dann, wenn wir an Leiden ankommen. Dann mir fällt sich immer so, ich habe so ein schönes Leben, ich weiß nicht, was ich dort sein muss. Ich habe dort gesehen, ich sei dort bei anderen Menschen, sei Leiden auf einmal, von verschiedenen Dingen, Krankheiten, Sterbenfall oder verschiedene Dinge, was da kann abkommen. So was kann ich dort sein? Ich weiß nicht, holt mir das zu gut, wenn ich die Schrift lesen darf. Das ist, was es sagt. Willst wie weiten, dort wir durch Leiden lernen, geduldig, standhaft zu sein. Und das weißt du. Wenn du mit Menschen bist, was er gut geleden haben in ihr Leben, das kostet viel, nicht? Ich weiß nicht, groß so boven Eva, aber das war wie bald an, das ist ein Mensch, der denkt, Diaper ist bloß, oh, das jetzt erscheint von der, nicht? Was immer. Das ist ein Mensch, der kostet auf einmal worden, das wird Diaper durchgegangen, den hat das verändert, nicht? Die Bibel nennt das eine Geduld. Der Mensch, der hat gelehrt, Gott zu vertrauen. Das wird durchgegangen, das hat angeworden, das tun wir erst nach Hoffnung, Gott erst durch. Das ist ein Diaper Riefer, nicht? Ein Strom, was manche Steine so schält, das hier sich scheint, das ist aller Fan. Ein Diaper Riefer, der rettet viel Dollar, nicht? So, das ist ein Diaper Riefer, so ein Mensch ist dort, der hat durch den Leiden lernt, geduldig, standhaft zu sein. Standhaft sein baut unseren Charakter ab und dort wirkt an uns eine Hoffnung. So, wenn du durch Leiden bist durchgekommen, du fängst über das Leiden an rüberzukommen, dann weißt du das. Auf einmal wirst du das an. Na, ich könnte ab Gott verloren. Gott ist zuverlässig gewesen. Auf einmal war ich das an. Ja, das ist sehr schwer gewesen. Aber ich war das an. Durch das Schwere habe ich das gelehrt, dass Gott ist zuverlässig. Er hat mich geholfen durch die Zeit. Er hat mich geholfen, aufrecht zu stehen. Er ist zuverlässig. Und ist mein Charakter tiefer geworden, mein Glauben ist tiefer geworden, ich bin geduldiger geworden. Damit meine ich nicht, dass mir das nicht so sehr erbaut, wenn wir lot sind, aber wir sind, und unser Charakter ist geduldiger geworden. So, das wirkt an uns eine Hoffnung. Und wir fanden dort, ich habe das gehört von Menschen, die sagen, ihr Leiden durch sind, die haben einen Weich durch, die weiten das wird schaffen. Wenn ich nach 10 Jahren was belebt, 10 Jahre habe belebt, dann war ich viel so, oh, okay, das kommt warten, ja, was wird das nicht geben? Die wird als schwere Jahre durch ist, die weiter, na, wenn zum Warten mit dem Gewitter schweigt, wenn das ist alles okay, nicht? Und dann war ich im geistlichen Leben, wo wir tiefer, geduldiger, die Hoffnung weicht ab, wenn wir uns an Gott holen, wenn wir uns glauben lassen beten. Und das Leiden fällt sich das nicht immer so. Wenn wir das schwor haben, fällt sich das nicht immer so, dass, oh, nu war wir stark, ja, das ist ein gutes Ding, ich freue mich, dass ich leiden kann, nicht? So, ja, Paulus, some von den Menschen, die dafür Glauben geleden haben, die sehen an dort, kriegen, oh, ich freue mich, dass ich leiden kann für Jesus. So, das steht für dort, aber wie, das wirkt an uns eine Hoffnung. Wir weiten dort, dass Gott ist da. Und Gott ist zuverlässig und wir können uns auf ihn verlassen. Hoffnung lässt uns nicht zu schon werden, weil uns durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist, Gott seine Leib in unsere Horten gegeben ist. So, dann weit wir dort, dass Gott, wenn wir Jesus annehmen, wenn wir an der Gnade sind, dann weit wir dort, kriegen wir, wie das Leben ist, kriegen wir, was der andere sein, wenn wir an Noah, Abraham denken, kriegen wir, was er ist, weil wir verloren auf uns Gott, weil Gott seine Leib ist an uns hat. Wir sind nicht mehr eine Feindschaft mit Gott, wir sind an Gott seine Leib angekommen. Das hilft uns vertrauen, das hilft uns eine Hoffnung, vorwärts zu gehen.
dat wordt schaffen. Wir wollen dat aankomen, wo weit wir nicht, aber aankomen, waar wir al eerst waren. Dat is een hoopning, dat is een levende hoopning, wat wir uns freien können. Vers 6 sagt, dass wir uns selbst nicht halten können, starb Christus für uns Gottlose, zu der rechten Zeit. Das trägt nur unsere, dass wir uns bekehrt haben, dass wir sind selig geworden, dass wir sind gerecht geworden für Gott. Wir können uns 2000 Jahre zurück, wie wir, als Jesus starb, wie wir überhaupt noch nicht geboren. Wir hatten noch keinen Glauben, wir hatten uns nicht versündigt, dass wir bloß durch Adam, wie jeder Mensch verdorben. Jeder Mensch hat eine sinnliche Natur mit sich. Wir können uns nach Gott halten, dass Jesus für uns starb. Aber Jesus ist für uns gestorben, für wir uns selbst halten können, zu der rechten Zeit. Als Gott seine Zeit reich wird, dann starb Jesus für uns, für wir uns halten können. Für die zum Glauben kommt, wie Jesus sein Angebot all durch für die Gnade hat wir lang für uns gestorben, even wenn wir noch nicht mal von der anwissen. Dass wir im Distrikt leben, für wir Verständnis haben von Gott, wie die Gnade all durch. Das fehlt bloß, dass der Geist uns wird rein merken, dass wir uns wird kommen von das Vertrauen, dass die Dinge reich werden, top kommen. Und wir nehmen das an im Glauben, wir kommen an das Leben an, wir kommen an die Gnade an. Und dass Jesus für uns starb, wir all lang trägt. Und dafür, und ja, wir das weiten, dass Gott uns gut ist. Jesus kam nicht für jeder Mensch zu sterben, wenn der sich abgemerkt hat, na, nu will ich da mal. Nu will ich mal Gott folgen. Nu will ich mal im Glauben sein. Nur Jesus ist so lang gestorben, dass er will, dass jeder Mensch soll selig werden. Jeder Mensch soll zum Glauben kommen. Vers 7 dreht alle davon. Das dreht von den Menschen die Natur. Das sagt, du wird schwor werden für einen gerechten Mann sterben. Doch für einen guten Mensch muss das wer und sterben. Okay, so wird uns das, glaube ich, gekriegt. Wir gleichen uns selbst alle, wir gleichen unsere Familie, so wenn da nicht viel für wem zu sterben. Und das ist ein Mensch, was wir nicht gut kennen, oder vielleicht wieder sogar ein sehr schlechter Mensch, wo wir so denken, na, ich kann mein Leben nicht ewig verdienen, nicht? Wenn es uns nur ein Freund wäre, wenn es ein Bruder wäre, wenn es erst ein von uns wäre, dann würde ich vielleicht sagen, oh, okay, na, da steht da, da muss sterben, aber ich, und da steht nicht. Dann würden wir das vielleicht tun. Aber das nicht ist Jesus wir. Vers 8 sagt, aber Gott weiß, wo Gott uns wir, an dem, dass Christus für uns sterben hat, als wir noch Sünder wären. Jesus starb für uns. Jesus gleicht uns zu sagen, er starb für uns, als wir noch Sünder wären. Jesus starb nicht für uns, wenn wir so Fan wären, wenn wir dort nicht mehr hatten, Fan könnt. Gott gleicht uns von Geburt an. Als Jesus 2000 Jahre zurück auf diese Erde ging, gleicht er die all. Als Jesus 2000 Jahre zurück Kreuz hing, dachte er an die. Du wirst dann nach Gott geboren, deine Eltern werden nach Gott geboren, deine Großeltern werden, wie viele Ureltern würden wir sagen, wir nach alle keinmal euer gedacht, aber an Gott sein Kopf wird das all. Gott weiß die Zukunft, und Gott sein Kopf, wie wir alle. Und Gott sein Hort, und Jesus sein Hort ist, da hängt, wie wir alle. Er starb für uns, als wir noch Sünder wären. Für wir einmal wären, für wir wären, wie er all für uns gestorben. Und das ist seine Leib, das ist seine Gnade. Und daran kann wir das weiten, dass, naja, ich kann mir das keinmal nicht verdienen. Ich kann keinmal nicht so schmack sein, dass ich mir das mal was verdient haben will. Die Gnade ist all da. Die wir all da, für ich geboren wir. Ich bin ein Sinn geboren, aber Jesus hat die Gnade all da gesagt, für ich geboren wir. Er starb für mich, für ich jemals für den Tag komme. Und das ist so schön, wenn wir das können weiten. Das ist, so wie ihr seht, vom Jerajcht an die Gnade ankommen. Und Gott seine Gnade. Das unterkann, dass Gott seine Leib so groß wird, dass er für uns sterben wird, als wir noch Sünder wären. Und auch für wir geboren wären. Lang trägt, starb er, als Jesus am Kreuz hing, da betont er all meine Sünden und auch deine Sünden. So lass die Menschen dort sein, von die, was sie wollen. Lass die Menschen dort von uns holen, was sie wollen. Das ist von Abraham, oder Daniel, oder Noah, oder Josef, oder wem wir noch alle abnehmen. Die Menschen, die leben im Glauben, aber die Menschen, die hören dort, lass die Menschen dort sein, was sie wollen.
Gott ist zuverlässig. Wir können uns auf Arm verlassen, auf sein Wort. Und wir können eine Gnade anstorben durch Jesus. Und das unternehmen, dass Gott ist mir Gott. Das ist eine Hoffnung für mich. Vers 9 redet wieder von dem Sterben für ein schlechter Sünder. Wie viel mehr dann, nu dass wir durch sein Blut sind Jerajcht geworden, wo wir durch Arm von Gott seinen Euer verschont blieben. Durch sein Blut Jerajcht geworden, von Gott sein Euer verschont blieben. So wo stehe ich von dir? Stehe ich hier und das ist sie, dass ich nicht mehr weit ist, Gott glauben da, dass ich nicht mehr weit ist, dort glauben da, dass Jesus für mich gestorben ist, dass ich dort nicht mehr glauben kann, dass das für mich wird genug sein. Ich glaube das nicht, sondern nehme ich mir den Frieden, nehme ich mir die Hoffnung, nehme ich mir die Gnade nicht an. Ich stehe hier bloß in Wunder. Ist das für mich? Na, wird ihr nicht an den Tisch schlagen. Für mich wird ihr das nicht sein. Ich kann das nicht glauben. Vielleicht habe ich das so stark gelehrt, dass Gott ein strenger Gott ist. Vielleicht wird immer das ist, oder vielleicht hat mein Leben mich schlecht. Vielleicht haben die Menschen mir so dumm gesagt, oder was immer das ist. Vielleicht habe ich mich so sehr versinnt. Ich kann das nicht glauben, dass das für mich wird sein. Wenn ich das einmal kann glauben, ich rede von, was meint das Wort glauben? Ich kann anfangen, ab Gott sein Wort zu verlassen. Dann stoppe ich eine Gnade an, dann stoppe ich einen Frieden an, weil ich glaube das. Ich nehme das an. Wenn Gott das sagt, dann wird das so sein. Und ich glaube das. Ich glaube, so ist das. Und ich verlasse mich ab Gott sein Wort, weil Gott ist zuverlässig. Die Menschen sind nicht zuverlässig. Wie viel Versägen sei, und Menschen sind auch. Aber alle Dinge und alle Menschen vergehen, aber Gott sein Wort, das verjährt keinmal. Hier seht ihr, durch sein Blut sind wir Jerajcht geworden. Und wo wir von Gott sein Euer verschont blieben. Ich meine, wir kommen da nicht näher. Verstehen Sie, als wir noch Gott seine Feinde wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Als wir noch Gott sein Feind wären, Kolosser 1 sagt, dass wenn wir beide Worten tun, dann sind wir an unsere Gedanken Gott seine Feind. Da weißt du, wo sich das fällt, wenn sich das zersperrt, Gott sein Feind sein. Vielleicht weißt du nicht, aber vielleicht weißt ihr das alle. So, wir sind einmal, weil wir das zerstört sein, und eine rechte Seite von Gott. Als wir noch Gott seine Feind wären, werden wir durch seinen Sehen, sein Tod mit ihm versöhnt. Und nu, dass wir Jerajcht sind, wie viel sicherer können wir uns der Rettung noch sehnen, weil er in uns lebt. So, ein Mensch, der Jesus nicht annimmt, ein Mensch, der nicht am Glauben kann annehmen, was Gott sagt, der lebt als ein Feind von Gott. Wenn Gott am sei gleicht, wenn Gott für ihn gestorben ist, weil er fühlt sich danach nun, dass wenn Gott mein Feind ist, weil ich fühle mich nicht friedlich, Gott gegenüber. Aber wenn ich das am Glauben annehme, dass Jesus für mich gestorben ist, dass Gott mich gleicht, dass Gott mich annimmt, das merkt mir den Weg nur die Gnade ab. Und dann weiß ich, dass ich sein Jerajcht, dann kann ich das glauben. Wirklich, und mich dort verlassen und anfangen, eine Hoffnung und eine Freude zu haben. Und dann besieht es dort, wenn ich Gott sein Wort annehme, wenn ich Jesus annehme, dann kommt er selbst an mich an, gibt er mir den Heiligen Geist, lehrt die Bibel uns. Das sagt, weil er an uns lebt. Jesus kommt und lebt an uns. Und ich glaube, das in Johannes, wir finden auf verschiedene Städten, wo das sagt, Jesus steht bei uns hart und er klappt an. Und weil immer der aufmerken am, der kommt hinein und er atmet mit uns taub. Ich bin nicht gerade auf Deutsch sagen, dass die Idee ist, er kommt hinein, er sagt sich durch, und spaziert mit uns, hat eine Multit mit uns taub, nicht? Na wirklich, weil wie Jesus, als er nicht an mein Hort bin und er hat hier fassbar bin, das meint das nicht. Aber wir wissen, dass wenn wir uns Hand kriegen, und fassbar, oder wir jemand Hand kriegen, oder wir haben taub eine Multit, das tun wir, wenn uns jeder scheint. Wir wollen mal ein bisschen spazieren, wir wollen mal weiten, wo jeder, nicht? Oder immer, das ist eine scheine Taub, nicht? Das ist zum Abbiegen. Und wo wir stärker, wir eten, wir spazieren, was immer. So, das ist, dass er das Beispiel merken, dass wenn Jesus steht und er klappt an, und wer der nur am aufmerkt, wer anfängt an am zu glauben, das ist, wenn wieder der, was von hier der ist, und er hineinkommt, und er ist zu einer Multit gekommen. Er lehrt uns Dinge, wir verteilen am Ding, er fängt an, unsere Gebete zu erhören,
Nicht alle Dinge, die passieren, das wie wir gleich, das weit wie. Aber der ersten Anfang, vielleicht brauchen wir das wie Gemeinschaft. Nicht? Wir fangen an, Gott zu glauben, er horcht uns. Wir fangen an zu glauben, dass er uns horcht. Wir glauben, dass er uns gleich. Das ist eine Gemeinschaft. Das von haben wir angekommen zu fassbar. Das ist ein bisschen Beispiel, was die Bibel sagt. Und so, weil er an uns lebt. So, ihr schaut das, wir haben die Hoffnung, weil Jesus für uns sterben hat, und wie viel mehr noch, weil er an uns lebt. Und dort ist ein schönes Ding, wenn wir dort anfangen zu glauben und zu feiern, dass Jesus an uns lebt, dann kostet ihr auf einmal nur Gott gehen und arm die Dinge sein, was ich schwör sind. Wenn Gott nicht mehr, die nicht mehr so feilst, dass Gott dein Feind ist, er ist keinmal dein Feind, aber wenn er gleicht uns einmal, er starb ja für uns, als wir noch Sünder wären, wenn wir dort anfangen zu glauben, dass Gott uns Freund will sein, dass Gott uns gleich, er uns annimmt hat und er an uns lebt, okay, das haben wir anfangen, das ist ein Vorrat zu haben. Und was alles die Bibel sagt, das wird, dass Jesus hat alle Schwierigkeiten, alle Temptations belebt, alle Versuchungen belebt, alle, was ich und du auch beleben. Und er kann nicht verstehen, wenn wir zu ihm reden. Und Jesus wird verspott, verkehlt, dumm gesagt, was immer, wenn es kein Utdenken wird und Jesus getan. So er kann, was immer uns ist, das Einzige, was Jesus nicht getan hat, dass wir sich versöhnen. Dort hat er Himmel getan, aber die Anladung zu der Sinn, der Ursache, dass er zum Sinnen, wie der Krax ist, für uns alle am Osten. Bloß er das nicht, er lebt ganz rein für uns. Vers 11 sagt er nicht bloß das, wir sind auch froh und Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Das sagt nicht, dass wenn wir nochmal wollen, gleichen die Versöhnung zu haben, wenn ich und du, der aufgemerkt haben, nur Jesus, wie das Glauben, was er uns sagt, dann haben wir die Versöhnung gekriegt. Das ist für Weihnachten dann, hat dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, die vielleicht ein Geschenk gegeben haben, zum Geburtstag, was immer, dann haben die das gekriegt. So, als du da sollst mit dem Geschenk auf den Stuhl, und die Freien Deutscher, die versagste Freien manchmal, na, die geben uns immer feine Geschenke, nicht? Sagt klein, wir müssen mich noch mal versehen zu freuen. Den Geschenk, ja, mehr ist immer wieder zwei, was feine. Okay, nu habe ich uns das wir haben genommen. So, wir sagten nicht mal das Geschenk an unsere Schuld und denken so, na, wann ich noch mal ein Geburtstagsgeschenk kriegen, nicht? Aber vielleicht wollte ich noch mal ein Geburtstagsgeschenk kriegen. Weiß ich von der Wort, sie mein Geburtstag. Wollte ich noch ein Geschenk kriegen von der? Ich habe das hier. Bis sagt ich in Lügen ein Geschenk, ich habe das. Das ist, was die Bibel sagt. Durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Ich brauche nicht sagen in Lügen, oh, ich will noch mal im Frieden sein mit Gott. Oh, ich will noch mal Versöhnung kriegen mit Gott. Das ich habe gekriegt. Gott hat mir die Versöhnung gegeben, wenn ich Jesus glauben darf, wenn ich Jesus annehmen darf. Wenn ich das glaube, dass er für mich gestorben ist und dass er für mich genug ist, habe ich die Versöhnung all gekriegt. Ich brauche nicht mit meinem Geschenk sagen und lernen, wann wollte noch. Ich habe die Versöhnung gekriegt. Ich brauche nicht lernen, weil ich gestorben bin, dann muss sein, was das dann wird sein. Ich habe die Versöhnung all gekriegt. Ist das nicht, was ihr hier seht? Ich wollte noch einmal lesen. Wir sind auch froh an Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir die Versöhnung gekriegt haben. Wir sagten mit der Hand. Wir haben eine Versöhnung mit Gott. Kannst du dort glauben? Wir haben die. Wir brauchen nicht lernen. Oh, vielleicht wollte ich noch mal. Oder wenn ich schon mal 3 Dären habe, was einmal mir leicht, dann wollte mir mal gut fallen. No, ich habe eine Versöhnung gekriegt mit Gott, der ich wollte. Jesus für mich, das ist eigentlich noch ein Sünder wie. Bevor ich ever geboren wie. Das für mich, dort wen sehe ich, Gott sein Kind, was ich dort glaube, was er getan hat. Und das ist eine Versöhnung, was Gott mir gegeben hat, wenn ich mir der aufmerken habe, wenn ich am Anladen, wenn ich am Anbeten, wenn ich am glaube, dass er das getan hat für mich und dass das genug ist. Okay, so ich und du haben Versöhnung gekriegt durch uns Glauben. So, trägt nur Abraham, trägt nur Noah,
mit seinen Achsen im Bosch gehen, beim Durchhaken, für das jemals gereint hat. Von der uns an das erkennen die. Wir haben eine Hoffnung vom Himmel. Was wir nach Himmel gesehen haben. Wir haben eine Hoffnung, redet ihr von Gott seiner Herrlichkeit, was wir nach Himmel gesehen haben. Wir haben die Hoffnung. Aber wir leben darauf. Wir gehen in uns Leben. Wir fangen die Friede an zu luten, zu arbeiten an uns. Wir luten uns an unsere Schwierigkeiten. Da wir sagen von Gott, dass er uns gut ist, das wird schaffen. Wir wollen durchkommen. Wir glauben, dass er uns gut ist. Wir haben einen Glauben auf sein Wort. Ich sage, wir müssen ein bisschen böse gehen hier. Vers 12, dass dann in Climate Time change, und Lothar kommt trägt nur das. Er merkt hier ein Beispiel von Adam und Jesus. Was kommt der Sinn mal an der Welt an? Wie das mir und die? Wem schuld ist das, dass der Sinn an der Welt ist? Na, meine Schuld ist das, und das ist deine Schuld. Das erste Mal, das kommt, dann wird Adam seine Schuld. Adam und Eva. Adam, wir sind responsible dafür. So, durch ein Mensch, dann wird wir sagen, boah, der dort mal nicht getan hat, nicht? Wie viel Scheine wird wir dort dann nicht alle haben? Durch ein Mensch kommt der Sinn an der Welt an. So ist durch einen Mensch der Sinn an der Welt angekommen und durch den Sinn den Tod. So hat sich der Tod über alle Menschen gespreut, weil sie alle sündigen. Wenn ich und du uns heute können holen, uns lebenslang, dass wir kann nicht werden gesündigt haben, dann wird Adam seine Sinn nicht sein auf uns gekommen. Wir haben uns all versündigt, das erste Mal denkt uns allemal nicht mal. Das erste Mal, was wir gelernt haben, das erste Mal, was wir haben, was genommen, was wir nicht sollen, oder was gedacht haben, was wir nicht sollen, da glaube ich, wie wir noch zu jung, ich glaube nicht, dass wir das werden können. Mit Klarheit sein, wann das wir erwartet wir. Und so willst wir alle gesinnig haben, als der Tod, willst wir alle von Adam kommen, als der Tod ab jeder einem gekommen. Da sind wir an der Welt, euer das Gesetz gegeben wird. Aber euer das Gesetz käme wir nicht, dort wir bestimmen können, was sind wir. So, wir sollen Adam und Eva weiten, was sind wir. Sie hatten ja keine Bibel zu der Zeit. Im Garten Eden wird keine Bibel. Wir können nicht, was sehen. Gott hat bloß gesagt, von Jan Baum soll ihr nicht eten. Dort wir ein Gesetz, was wir besitzt, hat wir kein Gesetz. Und das Adam und Eva sich versündigt haben, was wir, die ewige Menschen können auch nicht von den Baum gehen eten. Weil Gott sagt, die Bibel hat ein Engel mit einem vierjährigen Schwert abgestellt. Kein Sesswer können da gehen, sich versündigen bei dem Baum. Wo sollen die ewige Menschen weiten, was sind wir? Können die sich überhaupt versündigen? Weil die Bibel sagt, durch ein Dach, von der sind doch nicht buchstäblich beschrieben, wie was da alle sind wir, weil sie haben kein Gesetz. Sie leben ganz ohne Gesetz. Das einzige Ding, was Gott dort gesagt hat, sie sollen nicht von den Baum eten. Sagt hier, durch ein Dach herrscht der Sinn über die Menschen. Die leben, die deuten Ding, was sie nicht sollen, weil Gott das doch nicht gerade gesagt hat. Sie leben in Unglauben, was immer wir wissen nicht, Adam und Eva, die Jungs, die hielten sich all dort, nicht? Da wir in der sind, so die sind, die wir gekommen, even wenn die nicht buchstäblich gesagt, wir, was die alle so tun und nicht so tun. Dort kam Luther, der gesagt, Vers 14, so ist dort auch wir, die dort herrscht von Adam, but Moses sogar über die nicht krank so gesündigt hatten, ist Adam. Wenn es krank ist Adam, kann sich keiner mehr versündigen. Hier wir ein Aufbild von denen, die da kommen soll. Aber mit Gott seine Gnade, der uns schenkt, als das nicht so ist mit Adam seine Sinn. Wenn durch einem seine Sinn, der dort über Fehler kam, dann wird Gott seine Gnade so viel geraten, dass durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Okay, hier ist das von einem Mensch. Durch einen Mann, Adam, kam der Sinn an der ganzen Welt an und verspreit sich in allem Praxis Coronavirus, nicht? Man, wenn der erste Mensch mal nicht hat gehabt und nicht verspreit hat, dann wird wir überall haben, scheine 2 Jahre gehabt, nicht? Praxis von Adam mal nicht hat, den Opel, was immer das wir nicht gegeben haben, aber das wir, er deutet und das verspreit sich in der ganzen Welt an. Aber krieg so, es ist durch ein Mensch, der Sinn an der Welt ankam,
Krijgt kwam durch ein Mensch Gerechtigkeit en Hoffnung an der Welt nemen. En dat is Jezus. Dat brengt einem zum de Sinn aanbrengen en einem zum de Gerechtigkeit en de Hoffnung brengen. En dat is Jezus. Durch dat Leben durch Jesus Christus herrschen. Well, Vers 16 sagt, wenn wir die Vers lesen, und mit der Gove ist das nicht so, als mit dort, was durch dem kommt, der ist sündig. Willst nur eine Seed haben, kommt durch der eine Sinn, das gerecht, das er verdammt. Durch Adam, durch ein Mensch, alle verdammt. Aber nur der andere Seed haben, bringt der frie Gnade, der Reichforderung für viele Sinnen. So hier wir eine Sinn, durch ein Mann, was der nennt, kommt und alles verdorben hat. Aber Jesus, der lebt gerecht an alle Dinge, was er versagt, wie lebt, gerecht. Und das braucht Vergebung, das braucht frie Gnade, eine Reichforderung für viele Sinnen nur Gott. Durch Adam seine eine Sinn herrscht der Tod über allem. Aber die sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, ich rede wie von einem Geschenk, was wir gekriegt haben, nicht? Ihr sagt es, aber die sich Gott seine große Gnade und Gerechtigkeit schenken lassen, sollen im Leben durch Jesus Christus herrschen. So, und ich und du haben Gerechtigkeit gekriegt von Gott, wir haben Leben gekriegt von Gott, wir haben Hoffnung gekriegt von Gott, wir haben Friede gekriegt von Gott. Das meint so viel, wir sollen herrschen. Erstens über uns selbst und wer weiß über was alle. Wir sollen durch im Leben und Jesus herrschen. Wir wollen nicht umkommen. Das ist ja ein Haus, was Jesus sagt, dass wir am Sonntag gebeten, dort fallen an, wenn es stürmig wird. Ich rede wie von den Menschen, die da leiden, der Charakter wird tiefer, die kriegen Hoffnung. Wo kann das sein? Der Herrschen, even wenn es schwer ist. Wenn es Leiden ist, der Herrschen über das, die kommen nicht in das Leiden. Das ist Part von dem Herrschen. In der Himmel, wo wir im Himmel herrschen mit Jesus taub. Da leben wir noch, da weit wir nicht mehr, der Herrlichkeit, was das wird alles sein, weit wir nicht. Weil wir glauben daran, wir haben die Hoffnung, für Fall zu herrschen. Hier fangen wir all an, Überhand zu nehmen. So ist durch einen Mensch, Vers 18, so ist durch einen Mensch seine Sinn, das meint Adam, durch einen Adam seine Sinn, der Verdammnis über alle Menschen kam, gerade so kam durch einen seine Gerechtigkeit, der Reichforderung für alle Menschen. Okay, so, ich habe bitte verstanden. Hier ist ein Trag darauf mit der Sinn, der verspricht sich durch einen Mensch über alle Menschen. Hier ist ein anderer Trag da, dort kommt der Reichforderung, der verspricht sich auch zu allen Menschen, wer er annehmen. Und dort braucht Gloowen, dort anzunehmen. So ist durch einen Mensch, Vers 19, so ist durch einen Mensch sein Gehorsam, sind viele zu Sünder geworden, so wurden durch einen Jesus sein Gehorsam, seinen viele gerecht gemacht. Okay, das sagt nicht durch uns Gehorsam, das sagt durch Jesus sein Gehorsam. Und obviously, wenn wir Jesus annehmen, fangen wir an Gehorsam zu sein. Aber fair wir das annehmen, sagen wir, können Gehorsam genug. So das sagt, durch einen sein Gehorsam wird alles verdorben. Und durch einen sein Gehorsam, Jesus sieht, dass er gehorchen deut, haben wir an alles gereicht, sind viele gerecht gemacht. Redet war von das Geschenk. Durch was Jesus tat. Jesus kam auf die Erde ab und er lebt gerecht für uns. Er lebt gerecht für mich und für die. Das Gesetz wird gegeben, dass der Sinn mehr für den Tag kommen soll. Okay, hier ist die erste Rede von Adam bat Abraham, von Adam bat Mose wird kein Gesetz, nicht? Wenn Adam hat sich da versinnig bei den Baum, Luther kann keiner gehen bei dem Baum, sich war er versinnigen, weil Gott hat da so gemerkt, da kann keiner Hand gehen. So da wird kein Gesetz mehr. Die Menschen deuten bloß, was einmal sie glauben, was reich wird, was einmal entkommt, sie keinen Abel deuten, und das ist die Menschen leben. Sie werden dann auch in den Flug, sie werden in den Sinn, aber da wird kein Gesetz. Sie würden sich können unter Tisch sagen, oh, das ist erreichen, das ist erreichen, das wird Gott gleichen, das wird Gott nicht gleichen. Sie würden sich lang streiten, was erreicht wird, was erreicht wird. Gott hat nicht gesagt, bis von Jan Baum soll ich nicht essen. Vielleicht sage ich das einfach. Ich glaube, das ist das einzige Gesetz, was sie haben. Ich meine, in Römer 1 sagt, dass die Natur lehrt uns, dass an Gott ist und so, da sind wir verantwortlich für. Aber es muss ich kommen.
Sie sterben danach, das Jerajcht von Gott wird sie nicht reich sein, wenn du nicht im Fall des Gesetzes wie über das Mose ist, nur dem Berg Sinai kam, was gibt es dann? Dann wird wie schreibt Gott die 10 Geboten haben. Nicht, was sagt er, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch zeugen, du sollst nicht Aufgabe haben, du sollst kein anderem anbeten als Gott, und weil jetzt die verlängst. Das hat Gott das mal abgeschrieben, dass wir das können lesen und behalten und lernen, was da reich wird und was da reich wird. Das soll keine Enttäuschung meiner geben. Na, es hat reich, wenn ich wem dort merke, das ist reich. Na, die glaubst das reich, na, ich glaube das reich, und dann, wer weiß. So, dann merkt man, was immer, ich glaube, ich soll den dort merken, dann was immer, da hieß ich sagen, jammerlich, so würde das han können sein. Aber Gott hat abgeschrieben, zu Mose sagt, du sollst nicht töten. Das ist ein sehr einfacher Satz, was jeder Mensch kann verstehen. Da muss Gott das klar, was er reich wird und was er reich wird, das hat das gesagt. Und dann müssen wir leben, zum gerecht werden. So, ich sterbende Menschen all, in ihrem Gesetz will er noch, in Gott sein Verdammnis, will er noch kein Gesetz werden, der wird nicht an ihm glauben. Da werden die Söhne, was an Gott glauben, einer wie einer. Hier wie einer, so wir noch mehr, was an Gott glauben, Noah wie einer, Abraham wie einer, so wir noch Menschen, was an Gott glauben, die sterben seilig, even fertig das Gesetz kam. Aber dann kam Gott mit Moses, dann für das Gesetz, der dort noch mal ab, so ich werden die Menschen all verdammt, nicht noch mal mit das Gesetz, nicht wieder mal klar gesagt, was da reich wird und was da reich wird, nicht der bloß noch durch ab. Ich kam wir all an, und nicht bloß noch viel mehr. Das ist das Gesetz, ich störe. Das Gesetz wird gegeben, dass die Sinn mehr für den Tag kommen will. Das Gesetz, das macht das mal klar, was der Sinn wird. Das kann bloß noch mal viel mehr Sinn für den Tag. Nicht weit für das alle, dass das erreicht wird. Und es sind viel mehr Dinge erreicht, was wir ever gedacht haben. Das ist, was das Gesetz steht. Das Gesetz wird gegeben, dass die Sinn mehr für den Tag kommen soll. Aber, wo die Sinn teilnehmen, sein, wird es klarer wird, wie viel Sinn da wir. Da will nicht, dass die Menschen da singen, dass sie eine Welt. Da meint, dass es mehr klar wird, was da alle Sinn wir. Wird von großer Klappen, dass alles, was ich getan habe. Und das ist aller Sinn, das ist, was das gesagt steht. Aber wo die Sinn teilnehmen, wir immer noch mehr Gnade. Und das meint so viel, dass Gott seine Gnade als gratis ist, die sind. Der gradste Stupsel sind, das ist nicht so groß, als Gott seinen Stupsel Gnade. Das ist, was er sagt. Aber wo die Sinn teilnehmen, wir immer noch mehr Gnade. Noch eine Sinn beschrieben, ist noch mehr Gnade. Noch eine Sinn beschrieben, ist noch mehr Gnade. Noch eine Sinn beschrieben, ist noch mehr Gnade. Wo der Sinn teilnehmen, wir noch immer mehr Gnade. Gott seine Gnade ist so groß. Der ist gratis, als die sind. Und dort ist wir, in die uns zufrieden können. Wenn man dort nicht wir, wer will sich dann diese Hoffnung annehmen? Weil Gott seine Gnade ist gratis. Dort so ist der Sinn am Tod herrscht, gerade so soll die Gnade und die Gerechtigkeit durch Jesus Christus, unseren Herrn, zum ewigen Leben herrschen. So wenn ich von diesem Klumpen schwarze Sinn, wie ich mich feilen, dass ich Gott sein Feind sehe, dass ich nicht Gemeinschaft haben mit ihm, dass Adam und Eva nicht mehr können haben, und viele Menschen nicht mehr können haben, alle Menschen, ich kann an die Gnade anstoppen. Und ich kann es annehmen, dass die Gnade als gratis ist, die Sinn. Und ich kann mich dort freuen, dass ich meine Hoffnung auch für mich. Und ich kann mich das annehmen. Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für mich. Gott ist mein Führer. Er gleicht mich. Er macht Raum für mich. Er hat eine Stadt für mich. Ich kann nach ihm kommen. Kriegen dort, wer ich sehe was. Kriegen dort, was sie mir an Tür geschrieben. Was immer, dort schwartet am Hort alles. Du hast mehr Gnade als sind, und ich kann nach ihm kommen, und ich kann Vergebung kriegen, und ich kann anfangen, an der Hoffnung zu leben. Und wenn du für die Sinn aller Gnade hast, dann hast du für das Leben auch Gnade. Das habe ich auch weiter. Die Gnade ist nicht bloß zum seilig worden, die Gnade ist auch Leben. Du wenn, lesen wir schon Kapitel 1, Vers 17, das steht, der Jerajcht wird durch seinen Glauben leben. Wenn wir können an die Gnade anstoppen,
dann haben wir Gnade für die Ewigkeit, wir haben Gnade für die Seiligkeit für unsere Seele, dass wir wollen gerat sein und wir haben Gnade zum Leben. Wir haben Gnade zum Anfang Hoffnung zu haben. Wir haben Gnade zum Anfang von Gott Ruhe zu haben. Wir haben Gnade zum an das Leiden deiper worden, steht, zu verdorben. Das ist das, was die Soten will. Die will uns verdorben durch das Leiden und durch alle Versuchungen, was immer wir haben. Die will uns Daten zu haben. Nee, Gott will uns, gibt uns Gnade. Und die Gnade ist gratis. Es wird immer uns kann ankommen. Und dort haben wir uns verloren. Das ist, was uns Hoffnung gibt in den Christ. Einer wird an Gott seine Gnade ist. Einer wird Jesus am Hort hat, am Leben hat, der hat immer Hoffnung. Das ist immer ein Weg verweg. Wenn wir nicht gerade weiten Wort, aber der Weg ist da. Und wir glauben an Gott. Wir glauben, was Gott gesagt hat. Und dort Levi. Und dort gehen wir wieder. Und er wird uns gereicht worden. Das wird anfangen zu regnen. Es ist nur sie nie. Er jinkt und er betet und betet und betet. Mes levenstijd, mensen een zeer lange tijd. Aber zum Schluss, dann können sie alle sein, okay, Gott sein wird, wie so. Kriegst du aus für uns ein Tag, wo wir sein, Gott sein wird, wie so. Und die wollen an Jesus sein, die wollen an Gnade sein, die wollen bei arm sein, wir wollen zurückkehren, und wo wir können sein, wird wir. Und wir wollen uns freuen, nochmal viel daran, wo wir Gott seine Herrlichkeit sein. Weil wir beten. Himmlische Vater, Dankeschön für den Wort, was so klar ist, dass wir das alle können verstehen. Dankeschön für die Gnade, was so groß ist. Dankeschön, dass es so groß ist, dass die meine Sinn weichwaschen wird, und auch jeder einer, was zuhören wird. Dass die Gnade gratis ist der Sinn, dass die Gnade gratis ist der Troubles, dass die Gnade gratis ist die Versuchungen, gratis ist das Leiden, gratis ist die Welt. Und was immer die uns will sagen, dass dein Wort stehen wird, dass die zuverlässig ist. Gott, help uns, darauf zu verlauten. Help uns, Gott aufzuhauen, die jen Eva. Von der merken wir das auch. Wir nehmen dein Wort an, dass die uns vergeben ist, dass wir durch Jesus Frieden haben mit dir, dass wir das Geschenk gekriegt haben. Wir brauchen nicht sagen und lüren, dort wir haben das all gekriegt. Dankeschön, Gott, dafür. Help uns, dafür zu danken und am Glauben zu leben. Ich bete für jeder einen, was hier ist, jeder einen, was da horchen wird, möchte du uns sehnen, möchte du uns helfen, uns hart aufzumerken, wo immer da wer ist, wer das noch nicht bei Neuhaft kann verstehen. Ich danke dir, dass du an jeder einen von uns schaffen wirst und dass du jeder einen von uns, was am Himmel bei dir hast, haben willst du gleich uns. Du starbst für uns, für wie geboren werden. Das kann wir meist nicht verstehen, Jesus, aber wir freuen uns dafür. Wir freuen uns, in deinem Leben zu leben. Und dass du für uns kommst. Dankeschön, Jesus, dafür. Und wir lernen den Tag, wo wir deine Herrlichkeit wollen, verfolgt sein. Und wir wollen nicht umkommen, aber wir wollen auch so wollen, als du bist. Und das ist die Hoffnung. Help uns, die immer für uns zu haben. Und wir durch das Leben gehen, ist das leicht oder schwer. Wir glauben, du bist mit uns und du wirst uns halten, du wirst uns Gnade geben. In Jesus' Namen beten wir. Amen.